Ich begrüße euch ganz recht herzlich Zenter lange Morgenmenke zu einer neuen Episode Film läuft. Und Gott sei Dank, Blockbuster kommen an die Kino an. Endlich können Filme so erlebt gehen, wie sie stecken gehört. Mehr genug davon, den ersten Film, den ich Zenter lange im Kino gesehen habe, ist dem neuen Film von Marvel, Black Widow. Und ob Marvel Sängerlin treu bleibt, und was ihr bei Black Widow erwarten könnt, das seht ihr hier bei Film läuft. Uff, kränt nach hinten. Natascha Romanoff alias Black Widow ass non Sokovia aufkommen op der Flucht. Anders näherens mi secher a verstoppt sech dorop sinn an Norwegen. Me natierlech halt die Roun net ganz lang an seg Vergangenheit höldet relativ säierem an als Ex-KGB-Agentin huet hat noch die eng oder die aner Rechnung opstoer. Anderems hat noch vum Taskmaster gegrafet, bleifft dem net ganz viel iwrech wie sech senger Vergangenheit ze stellen. Me ganz allein muss hat awer auch net duch. Ze summe mat sengen Ersatzeltern an Sänger Schwester, fänken sie uns ziemlich viel Dreck abzuwirbeln. Was Natascha seg Vergangenheit oder mal dazu dienen, aber was hat den Attack gesticht? Das gesehen alles am Kino bei Black Widow. Naja, wo soll ich aufhängen? Ich wünsche, ich hätte bis mir ein einfaches Start an mein Filmlife-Reboot gekriegt, wie der Totenlo, aber das ist aber so wie das. Versteht mich nicht falsch, der Film war nicht schlecht, konnte mich aber wohl nicht zu 100% überzeugen. Ich ging so, und das größte Problem vom Film ist, dass er einfach zu falscher Zeit rauskommt. Ich kann mir vorstellen, wenn er zwischen Captain Marvel und Endgame rauskommen wird, dann hat das ganz viel mehr Fallhöhe gehabt. Weil die Dramatik, die der Film halt will aufbauen, die kriegt dummerweise, wenn man ja wissen, was an Endgame passiert, nicht so ganz hin. Aber leider geht dummer die ganze Thematik von Black Widow ziemlich egal. Und das hat der Film nur aber nicht verdient. Weil Marvel wird schon mal getraut, ein bisschen mehr seriös hinzuführen. Alles wirkt halt mir echt und mir düster. Heinz, du gängst sogar mengen, es ging sich um einen James-Bond-Film handeln. Normalerweise sind wir gewinnt, dass man bei Marvel von Action-Szene zu Action-Szene sprangen und hier und da können wir noch zwischen den Witz. Und das Interessanteste an Black Widow ist dann eigentlich, dass es heute Zeit gelost wird, dass die Charaktere man nicht schwätzen können. Und so entstehen ein paar flotte Dialoge da dran. Aber natürlich wird sich Marvel aber auch heute Türle gelost, für den einen oder den anderen Witz mal dran zu spielen. Und ich meine, den Hauptverantwortlichen für die Witze bei Black Widow ist David Harbour. Ich ging so in die meisten Leute werden wahrscheinlich als Stranger Things kennen. Und hier spielt halt die russische Variante von Captain America. Er glänzt um da den ungehuvelten und nervischen Ersatzpap zu sehen. Und ich ging so, und das kriegt noch ganz gut hin. Das, was den aber beanspruchen können, sind eben die Witze, die mit Themen stehen. Die brechen die ganz seriöse Stimmung leider ein bisschen ab. Es herrscht eben während dem ganzen Film so eine düstere Stimmung, und dann den einen oder den anderen Witz, den ihr erkennt, passt nicht ganz daran. Und dann haben wir hier noch ein Dreamteam. Florence Pugh und Scarlett Johansson, die zusammen einfach nicht mehr super funktioniert haben. Mit ihnen zwei sind flott Dialoge entstanden und spannende Kampfszenen. Also sowieso bleibt natürlich Scarlett Johansson die perfekte Besetzung für Black Widow. Es hat ja auch schon genug Filme Zeit für sich können, an der Rolle zu beweisen, und nicht beweist hat immer, das hat genau das richtig für die Rolle ist. Muss ich aber abs lass gehen, was mich aber ziemlich Film gesteuert wird. Das muss ich bedenken, an diesem Film spielen eigentlich nicht mehr amerikanische und englische Schauspieler mit, die russische Charaktere spielen. Und da freue ich mich, ob das so enorm sinnvoll ist. Es wäre vielleicht nicht so dramatisch gewesen, wenn die Schauspieler nicht während dem ganzen Film an einem fake-russischen Akzent schwätzen. Weil das ganz tun ich aber ziemlich befremdlich fand und stehst engem Platz, weißt dann bist du sauer ab. Irgendwie fühlt sich das ganz dann nicht richtig und ich weiß nicht, ob ich vielleicht ein bisschen übertreiben oder ob es vielleicht nach anderen Leuten so geht. Erzählt mir das gerne in den Kommentaren. Ein kleiner Info nach unten, das vielleicht sinnvoll, wenn ihr die Filme für Druck gesehen wird. Weil wenn jemand wirklich null Wissen über die MCU an die Filme rangeht, dann kennt ihr, ob der enger oder andere Platz überfordert sind. Und auch Falcon and the Winter Soldier, die Serie auf Disney+, wir rotsam die Jenker für Druck gesehen zu haben. Weil die After-Credit-Scene spielt darauf so un. Bon, das wäre doch immer diese Episode gewesen. Zählt mal gerne in die Kommentare, wie ihr der Film gefallen hat. Und denkt von Schrift rund zu liken und zu teilen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Black Widow. You don't know everything about me. I've lived a lot of lives. Before I was an Avenger. Before I got this family. I made mistakes. Choosing between what the world wants you to be and who you are. We have to go back to where it all started. Where did you think I was all this time?
We have unfinished business. My girls are the toughest girls in the world. I'm sorry. We had our orders and we played our roles. It wasn't real. It was real to me. To me, you were everything. Bring her home. Put your seatbelts on. She's such a mom. One thing's for sure. I'm done running from my past.